Guten Tag, ihr Leid! Willkommen auf den Schneehöhen, wo Level 8 Mini-Creatures rumstehen, die danach betteln, sich mit uns zu betteln. Was ein Wortspiel, unglaublich. Wir spielen natürlich weiter Eldrador Creatures Shadowfall. Nein, ich habe den Titel des Spiels nicht vergessen. Ich wollte nur noch mal gucken, ob es auch wirklich stimmt. Okay? Gut. Wir machen gleich weiter mit Kämpfen gegen die Mini-Creatures, weil ich Mini-Creature-Kämpfe mag. Aus irgendeinem Grund. Wir bleiben auch bei unserem Team, das da besteht aus einem Granitwolf, einer Lavahyäne und einem Dschungelungeheuer. Und dann gucken wir mal, was diese kleinen Mini-Creatures zu sagen haben. So. Die Mini-Creature-Legionen stehen zum Kampf bereit. Aha. Was sind denn das für kleine Eiswürfel? Mini-Creatures bildet eine Linienformation. Oh ja, das ist sehr gut, ja. Mini-Creatures auf mein Kommando. Ja. Zum Angriff. Sehr gut. Lava Creatures auf mein Kommando. Zum Angriff! Angriff. Ich wollte gerade sagen, ja. So. Okay, wenn die ja dauernd in... Oh, guck mal, da hinten kommt gleich die nächste Gegnerwelle. Hier ist es nicht. Das ist interessant. Vor allen Dingen, da man sich ja hier... das wird interessant, sag ich euch. Also, nochmal kurz für Leute, die nicht wissen, wie Mini-Creature-Kämpfe ablaufen. Das sind immer 3 Creatures. Ein Treffer, eine Creature geht weg. 3 Treffer und alle hier sind weg. Und es ist egal, ob es leichte Treffer, schwere Treffer sind, das ist ganz egal. Deshalb wäre es sehr, sehr, sehr praktisch, wenn wir hier irgendwo ein Loch quasi reinsprengen könnten und dann mit der Hyäne so einen Linienangriff-Gedönse da machen. So. Aber zuallererst mal müssen wir mal gucken, wie weit kommen die. Das ist nicht gut. Kommen bis hier hin. Also wenn ich mich hier hinstelle und hier treffen sie mich nicht. Aber das wollen wir natürlich nicht. So, pass nämlich auf, wir machen Folgendes. So. Wir bilden hier einen Schutzwall mit unseren 2 Dschungelmonstern. Das bringt halt gar nichts, was ich hier jetzt im Moment machen kann. Die Hyäne selbst lasse ich hinten dran stehen. Weil die ist ein bisschen zerbrechlicher als die beiden. Aber grundsätzlich könnte ich auch durch die beiden hier durchrennen. Kann man das eigentlich kaputt machen? Blockiert die Bewegung und Projektile. Wird zerstört, wenn es Schaden erleidet? Da hätte ich ein bisschen mehr Bewegungsspielraum, weißt du? Aber nee, wir machen erstmal, wie ich gesagt habe. Erstmal positionieren. Erste Runde positionieren. Dann gucken wir mal, was die Mini-Creatures machen. So, ab jetzt können wir nicht mehr getroffen werden. Die können durch mich durchlaufen? Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das ist ja gemein. Nur Geduld. So. Schnell wie der Blitz. Schnell wie der Blitz. Genau, und jetzt pass auf. Da hingehen. Ah, das reicht nicht. Na, es funktioniert nicht, weil da zu viel ist. Okay, ich nehme kurz den Zug zurück. Wie macht man denn das am besten? Also zuallererst mal muss ich kann halt da auch nicht hingehen. Das hätte man ein bisschen schlauer anstellen können, merke ich gerade. Nun ja. Ich muss ja irgendwie was machen, also mache ich das. Na, das ist alles irgendwie schlecht hier. Das ist hier irgendwie alles schlecht. Ich nehme meinen Zug zurück. Ich muss hier weg. Ich muss mit ihm hier, muss ich weg. Ich gehe jetzt mal da runter. So. So, jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Das rentiert nicht wirklich. Wir stellen ihn erstmal hier hin. So, dann greife ich mit ihm hier an. Und zwar, ja, hau ich da nach unten. Ne? So. Gut. Und jetzt gehe ich so darüber. Sehr gut.
Okay, mit ihm hier kann ich noch einen Angriff machen. Was ich jetzt auch machen werde. Und zwar rentiert sich das. Das ist eigentlich voll unnötig. Nee, ich bleib hier und mache einen ganz normalen Angriff. So. So. Außerdem sind die jetzt vergiftet. Das zählt ja quasi als 2 Angriffe. Versteht ihr? Creatures, Formation einhalten! So. Wie gesagt, die machen nur dann richtig Schaden, wenn es wirklich noch 3 Creatures sind. Wenn nur noch einer da ist, dann machen die fast keinen Schaden. Ne? Aber ja, es reicht, um zu nerven, sag ich mal. So. Der hier steht ja perfekt, merke ich gerade. Guck, weil, dann machen wir mal schönen Angriff auf euch 3. 1, 2, 3. Siehst du? Und alle 3 vergiftet. Sehr schön. Die Hyäne hier. Kann die einen Superangriff machen? Nee, warum nicht? Weil sie da oben nicht weiterkommt. Aber ich könnte woanders hingehen. Ich warte. So, ich könnte den hier platt machen. Will ich aber nicht. Wie tun wir denn die Hyäne am besten nutzen? Wir nutzen sie am besten, indem wir uns da oben hinstellen und dann als Attacke das hier machen. 1, 2, 3. 3 Stück getroffen. Guck, und die stehen jetzt alle im Feuer. Das heißt, wenn sie hier stehen bleiben in der nächsten Runde, der da ist schon mal weg. Der da ist auch weg. Um den brauche ich mich auch nicht zu kümmern. Da kümmere ich mich einfach nur noch um den hier. Oder aber ich helfe da oben ein bisschen. Das ist auch eine gute Idee. So. So. Schön ist halt, wenn sie vergiftet sind. So, jetzt müsste die nächste Runde kommen. Jetzt gucken wir, wie sie alle umfallen. Einer weg. Einer weg, einer weg, einer weg. Einer weg. Und da unten noch einer. Zack. Yes, ne. Das ist ja Wahnsinn hier. Auerle. Auerle. Junge, ist ja gut. Und die hauen mich. Da kommt aber auch immer neuer hier hinterher. Ist ja Wahnsinn. So. Bereit. Der hier und der hier ist egal. Der hier ist egal. Okay, ich muss gucken, dass ich irgendwie... Der da unten zum Beispiel. Habe ich noch? Ja, habe ich noch? Ich habe gerade geguckt, ob ich noch Mana habe. Ja, habe ich noch. So, es bringt halt nicht viel mit ihm jetzt hier um mich drum herum zu hauen, weil die werden eh alle abnippeln. Also konzentriere ich mich auf den da unten. So. So. Okay. Creatures, zeigt keine Angst! Na, wir doch nicht. Kämen wir denn dazu? Ich würde sagen, wir gehen da jetzt halt noch da hoch. So. Gefährlich! Ich bin brandgefährlich. So, das war's dann von unserer Seite. Und da kommen halt immer mehr Creatures. Das ist Wahnsinn, ey. Die hören hier gar nicht auf. Das wird weh tun. Ei, 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 ei. Ah, das tut weh. Ah. Einer ist down, einer ist down. So. So. Dann hauen wir da mal nach vorne. So. Gut. Los, los, los!
ich da hingehe, 3 Felder nach vorne. 1, 2, 3. Nee, reicht nicht. Also so treffe ich auch nur sie. Das ist ja irgendwie nix, ne? Aber ich muss. Dann machen wir das halt. So. So. Wir sind halt hier böse in der Unterzahl. Lücken schließen. So. Ja, wir sind. Guck, da kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr. So, jetzt müssen wir gucken, Hey, das ist nicht mehr lustig. dass wir da hinten zum Mana kommen. Tut mir leid, aber wir müssen dahin. So, dass ich ein bisschen Energie drauf kriege. Und dasselbe gilt auch für ihn hier. Ich muss hier ein bisschen Abstand gewinnen. So. Und Zug. Gegner ist dran. So. Ich glaube, mehr Mini-Creatures kommen auch nicht mehr. So. Ich bin an der Reihe. Hol mir erstmal ein bisschen Leben. Das ist wichtig. So, guck. Und jetzt, pass auf. Jetzt legen wir los. Fangen wir mal an mit... Hier rennen wir jetzt halt durch. Ah. Vorwärts! Also hier kann ich erstmal nichts machen. Kein Ding. Bin ich dran? Ja, du bist dran. Und zwar gehst du hier hin und machst diesen hier. Heiß. Heiß, heiß, heiß. So. Gegner am Zug. Jetzt rennen sie natürlich alle zu mir. Das ist ein bisschen doof. Okay, jetzt 2. Die anderen kommen gar nicht her. So, ihr steht aber schön hier. Guckt dir mal das an. Hä? Das ist so ein Zufall. Das ist so ein Zufall. So, 2 weg. Also hier, wenn die Lava-Hyäne nicht der beste Spieler der Runde wird oder ist, dann weiß ich hier aber auch nicht, weil wirklich, was der gerade hier macht, das ist eine wahre Pracht. Oh, es reimt sich. So, wir stellen den hier hin, einfach nur, damit ich das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich bin ein bisschen doof, ja, ich weiß. So, ja, das ist jetzt peinlich. Das ist jetzt eher peinlich. So. Die Creatures zeigt keine So. Angst. Die Creatures, Formation einhalten. Okay. Jetzt haben wir nur noch einen Gegner auf dem Spielfeld. Gruppieren. Der haut mich jetzt natürlich. Das ist ein bisschen doof. Ja. Komm, hier, Annie. Ist deiner. So, jetzt haben wir... Hat ein bisschen gedauert, ne? Und neu gruppieren. Toxische Liebe und Giftmische, was auch immer das ist. So, Rückzug und neu gruppieren. Dann gruppiert mal. So, haben wir geschafft. Großartiger Sieg. Hätte können besser laufen. Aber komm, war doch gar nicht mal so schlecht. Aber wir sind hier böse angeschlagen. Ey, Junge. Wir sind wirklich fies angeschlagen. Ja, gut. Hat sie verdient, die Lava-Hyäne. Most valuable player. Also, Wie ein wichtigster Spieler. rasender Rambock durchbrechen unsere Helden die gegnerischen Linien. Ja, aber wohin? Also hier geht's nicht mehr weiter. Ah doch, da rechts. Rechts geht es noch weiter. Was ist das da? Kann ich da runtergehen? Nee. So, es scheint so, als würden wir hier weiter müssen, ja? Gegen einen Eistitan oder was das war. Wir gucken erstmal Verbesserung. Was sagt er mir? Achso, ich habe einen Punkt in Verbesserung. Ja, super. Da kann ich nicht viel mit anfangen. Ich mache den mal da rein. Erfolge. Ach ja, Erfolge. Guck mal hier. Belohnung abholen. Giftmischer. Vergifte insgesamt 30 gegnerische Creatures. Nehmen wir mit. Und toxische Liebe. Vergifte in einem einzigen Kampf 8-mal gegnerische Creatures. So, und jetzt pass auf. Pass auf. Was wir jetzt halt machen. So. Jetzt brauche ich noch 4. Haben wir halt gar nichts mehr. Aber jetzt Das sind besser als 3. haben wir einen im Team mehr. So.
Gut, guck mal hier, ein leerer Platz. Sehr schön. Da würde ich gerne jemand reinmachen. Und zwar erstmal die Ratte, ne? So, dann gucke ich mal. Der Lavahyäne geht es einigermaßen gut, aber der Granitwolf, guck mal hier, der hadert schon mit sich. Den würde ich gerne austauschen durch... Ja, warum nicht, ne? So. Und die Lavahyäne greift halt mit bisschen... Das wird schon hinhauen, oder? Ich glaube fest an die Lavahyäne. Das kriegen wir schon hin. Die Mini-Creature-Legionen stehen erneut zum Kampf bereit. Ja. Mini-Creatures bildet eine Speerformation. Speerformation. Ach so, ja. Haben sie doch schon. Mini-Creatures setzt die neuen Eisroboter an den Flanken ein. Eisroboter. Aha. Hui, neue Roboter. Ich habe nur etwa die alten Roboter gesehen. Mini-Creatures zum Angriff. Mini-Creatures, Zeit Prügel zu passieren. Aber echt, ey. So. Also, ich gucke mir jetzt erstmal an, was die Roboter so können. Außer krass aussehen. Creature-Info. Eisroboter. Der furchteinflößende Eisroboter besteht aus ultrahartem Eis, das mit scharfen Eisspitzen bestückt ist. Mit seinem Eispickel verwandelt er alles und jeden in Eiszapfen. Das ist ein Roboter. Nach der Zerstörung wird die Mini-Creature, die den Roboter steuert, stattdessen dieses Feld besetzen. Das ist krass. 62 Energiepunkte. So, der braucht... Schwinge einen frostigen Eispickel und vereise eine Creature. Er muss aber direkt dran stehen. Wie groß ist sein Bewegungsradius? 2 Felder. Geht so. So. Okay, dann würde ich mal sagen... Hier kommt schon mal keiner hin, ja? Gut. Die Lavahyäne... Oh, kommt da gar nicht hin. Zu Mana. Das ist aber schade. So, sollen wir ein bisschen die Gegner hier in die Zange nehmen? Die werden ja versuchen, hier zu uns zu kommen. Die oder die hier. Dann würde ich sagen, wir stellen hier einen Gegner hin und hier. Was kann denn die Ratte... Erste Spezialfähigkeit, die verbraucht wird, verbraucht kein Mana, einmal pro Kampf. Das ist ja interessant. So, aber zeig mal her, was es so kann. Huch. Eisklon, erschaffe einen Eisklon auf einem freien Feld. Der Eisklon lenkt Gegner für eine Runde ab und besitzt Eispanzer. Eisratte wird danach unsichtbar und kann erneut angreifen. Das ist ja mal krass, so. Aber was ist das andere, was er hat? Hoppala. Eissplitter. Schieße Eissplitter geradeaus, die mehrere Creatures durchschlagen. Interessant, interessant. Dann würde ich sagen, pass auf. Wir setzen hier einen Eisklon hin. So. Sehr schön. Und dann setzen wir dich direkt dahin. Dann wartest du erstmal, du kommst nachher nochmal dran. Weil ich hätte gerne einen, der ordentlich Gravums macht. Ungefähr hierhin. Ja. Ihn setze ich dann. Kann man das eigentlich kaputt machen? Nee, nur das. Also du kommst auf jeden Fall da runter, das ist schon mal klar. Und du gehst dahin und du gehst dahin. So. Jetzt pass auf. Ich kann ja mit ihm hier noch angreifen, ist das richtig? Ja, aber es ist halt gerade keiner da. So. Reicht erstmal. Für Positionierung finde ich das nicht schlecht. So, wie geplant gehen die jetzt dahin. So, und stehen auch alle in einer Reihe. Sehr schön erstmal. So. Und zwar kommt jetzt der große Einsatz von ihr.
Bam. Siehste? So. Bin ich dran? Der holt sich auf jeden Fall das da, das ist klar. Oder sollen wir dich das da holen lassen? Weiß nicht. Ich würde mal sagen, ihn hier lassen wir einfach mal das Ding jetzt da wegmachen. Wir brauchen hier ein bisschen Platz. So. Meine Lianenarme brauchen Beschäftigung. Ah, das ist vielleicht eine dumme Idee, oder? Kann das sein? Macht nix. So. Ich gehe jetzt da einfach hin und hau dem eine drauf. Fertig, da, guck. Bam. Erstmal ein Stück zurückgehen, du Lulli. Du gehst das hier holen. Und das war's dann auch erstmal. Ja. So. Ja, ja. Na, guck mal, der haut ab. Der Feigeling. So, jetzt stehen wir schön. Jetzt stehen wir sehr schön, weil er geht jetzt hier hin, macht seinen super Angriff. Braucht er eigentlich gar nicht. Seinen normalen Angriff reicht auch. So. Sie... Eins, zwei, drei Felder. Schade. Naja, kriegen wir hin. Er geht erstmal hier hin und macht den da weg. So, siehste. Sehr schön. Jetzt geht sie hier hin. Huch. Oha. Und trifft die Hyäne? Ne, die Hyäne wollen wir nicht treffen. Ich mache nochmal kurz Zug zurück. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze so. So ist besser. So. Und du gehst hier hin. Das ist auch eine dumme Idee. Ja, komm. Dann treffe ich halt einen Freund. Das macht ja gar nichts. Das kommt halt vor in den besten Beziehungen. Da trifft man halt mal eine Eis. Ey, jetzt ist er auch noch vergiftet. Das ist alles nicht gut. Eieieiei. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig überlegt gerade. Eieiei. Dieses Friendly Fire, das ist aber auch... Oha. Oha. Das ist nicht gut. Das ist hier gar nicht gut, was die mit meiner Hyäne machen. Hyäne... Guck, dass du abkommst. Im besten Falle da oben hin. So, bisschen Energie regenerieren. Kommt der auch wieder hin. So. Die Ratte geht da oben hin. Macht ihren Angriff dahin. Das ist eigentlich ihr Mega-Angriff. Achso, ja. Macht ihren Angriff hier hin. Und trifft aber auch noch den anderen da. So, das ist gut. Er geht hier hin. Bremst den da weg. Und er geht da mitten rein. Statt dran vorbei. Das Gute ist, dass er jetzt ja eingekesselt ist von 2 Gegnern. Deshalb hat er extra Schutz, weißt du? Okay. Der extra Schutz hat beim ersten Mal geholfen. Ei. So. Also ich muss hier auf jeden Fall weg. Weg. Einfach nur weg. Ich kann hier mal gucken. Nee, das würde nichts bringen. Nee, ich will hier einfach nur weg. Erstmal nur weg. So. Die Ratte, pass auf. Ihn hier lassen wir da reinhüpfen. Und dann werden sie alle beide ein bisschen zurückgestoßen. Ein Feld jeweils, was schon mal praktisch ist. Und den Rest lassen wir denn da oben zumindest die Ratte machen. Reicht gar nicht. Ich dachte, das reicht.
So. Dann setzen wir da die Ratte hin, ja? Also den Klon, den Rattenklon oder wie man auch immer man das nennt. Und tun ihn aber trotzdem angreifen. So. Holla. Habe ich mal wieder meinen eigenen Freund getroffen. So. Okay. Und du da hinten. Und du da hinten. Gehst hier hin. Ja. Gehst hier hin und greifst ihn an. So. So. Jetzt sollten wir eigentlich soweit sein, oder? Was ist hier? Was kann ich hier machen? Das ist doch ein Klon. Kann ich hiermit auch zuhauen? Nee. Das wäre ja lustig. Okay, nächste Runde. Ah, ich dachte, die greifen jetzt hier den Klon an. Haben sie leider nicht gemacht. Das ist nicht gut. Bin da! Ja, ich weiß, dass du da bist. So, dann machen wir das halt. Ich muss ihn auf jeden Fall aus der Schussbahn bringen. So. Pass auf. Hier. Du bist jetzt halt weg. So. Du gehst hier hin. Machst deine Attacke. So, jetzt kommt eine Creature raus. Eine Mini-Creature. Und du darfst jetzt die Mini-Creature platt machen. So, haben wir geschafft. Was ist denn? Was ist denn? Wenn doch meine Creatures nur auch so diszipliniert wären. Ach was, wir sind vielleicht nicht diszipliniert, aber dafür können wir draufhauen. Hey, wir sind total diszipliniert, nicht wahr, Lava-Hyäne? Ja, aber sowas von. Wir starten auch immer in einer Linienformation. Stimmt. Okay. Alles klar, weiter geht's. So. Na, wer ist die heißeste Lava-Hyäne in Eldrador? Du, weil du auch die Einzige im Moment bist. So. Ach, guck mal, die kriegt jetzt auch noch Assassine. Was ist denn Assassine? Das wäre interessant zu wissen. So, die Eisratte hier, bester Spieler. Sehr schön. Creatures bekommen eine passive Fähigkeit, wenn sie Level 8 und 16 erreichen. So. Da ist noch ein Gold. Leider nur einen. Da kann ich jetzt, glaube ich, noch nicht so viel mit anfangen. So. Jetzt kommt der große Endkampf gegen den Eisdrachen, so wie es aussieht. Aber erstmal gehen wir mal die Verbesserung natürlich gleich ausgeben in mehr Schaden. So. Dann tun wir unser Team zusammenstellen. So. Ich würde sagen, die Lava-Hyäne macht einen super Job, aber sie muss mal ganz kurz zurückstecken und wir nehmen den Feuerdrachen, damit der auch ein bisschen hochlevelt, weißt du? Weil Feuerdrache gegen Eisdrache, das hört sich doch eigentlich recht gut an, finde ich. So, schönes Team. Dann machen wir den jetzt natürlich nicht platt, sondern erst morgen. Okay? Morgen starten wir mit dem großen Kampf gegen den Eisdrachen. Und danach gucken wir, wie es weitergeht. Okay? Tschüss. Bis morgen, ihr Leid.